Damen und Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem Europa Live-Ticker beim Christoph Hansen. Das Woche will ich berichten über die Reform von der gemeinsamen Agrarpolitik, wo ich der Reporter hier am Europaparlament war, notamment an der Umweltkommission, das ein Dossier, den gemeinsam von der Agrar- und von der Umweltkommission gemacht ging, als eine Proposition von der Europäischen Kommission, wo 3 Dossiers gab, die 2018, am 1. Juni 2018 proposiert wurden für justement gemeinsame Agrarpolitik, die auch immer axiert, dass ob den mehrjährigen Finanzraum von der Europäischer Union, das heißt das Budget von der Europäischen Union, das heißt normalerweise dauert so eine Reform als die gedurcht für 7 Jahre. Wir haben aber durch die Europawahlen, die 2019 stattfanden, natürlich Verspätung gekriegt, waren über 60% neu gewählten Deputierten hier im Europaparlament. Und dafür hat den Dossier auch ein bisschen lang geschläft. Mir auch auf der Seite vom Conseil, also vom Ministerrat, hat das mir lang gedauert, weil natürlich die europäische gemeinsame Agrarpolitik, die als die 1/3 vom europäischen Budget durchstellt, an die war auch ganz die einzig richtig integriert Politik als an. Man muss noch wissen, dass Agrarpolitik auch noch die ganz wie soll ich sagen, Gegebenheiten von der Agrarpolitik, auch von der Landwirtschaft und von der Geografie eben immens verschieden an der Europäischen Union sind. Und dafür hat das doch so lange gedauert mit den Verhandlungen. Wir haben einen Akkord gefunden, erstens mal zwischen dem Ministerrat an dem Europäischen Parlament. Das war ganz schwierig, weil durch en cours de route verschiedene Fraktionen nicht mehr wollte konstruktiv mitschaffen, notamment die Grünen-Fraktion. Das hat natürlich auch zu der Verspätung beigetragen. Wir haben aber glücklicherweise eine solide Majorität gefunden. Und auch der Ministerrat hat heute sein gering Lucht für den Akkord gehen. Das ist wichtig, weil man muss noch den Bauern Planungssicherheit geben, weil Bauern sind natürlich die Terrain schaffen und die auch können helfen, für dass man einen besseren Schutz von der Biodiversität hinkriegen, dass man einen besseren Schutz von der Umwelt und auch vom Klima hinkriegen. Dafür braucht man aber Bauern. Es kann nicht sein, dass man einfach abhalten, hier in der Europäischen Union zu produzieren und dann die Lebensmittel irgendwo anders sicher gehen. Das haben leider verschiedene Leute hier im Europaparlament probiert. Wir konnten da glücklicherweise mit einer Majorität von raisonablen Politikern hier verhindern. Wir haben doch fertiggebracht, dass besonders Jungbauern eine Unterstützung sollen kriegen. Letztendlich kriegen sie die in Form von einem Payment, den sie über ein paar Jahre kriegen, wenn sie aufhängen mit ihrer Aktivität als Bauer. Wir war auch an Investitionshilfe für justement einen modernen Betrieb auf die Beine zu stellen. Das konnte man garantiert. Zweitens war doch wichtig für uns notamment, dass wir als Winzer können helfen und da gibt es Programme notamment für Promotion von unserem Wein an Drittländer. Auch den war für ganz viele Parteien hier im Parlament angegriffen. Trotzdem ist das ein Punkt, den auch für den Weinbau zu Lützelburg immens wichtig ist. An die Finanzierungen, die dadurch kommen, sind überlebenswichtig. Und dafür war es wichtig, dass wir das konnten erreichen. Und trotzdem wissen wir aber auch, dass Bürger wollen, dass die Landwirtschaft noch mehr nachhaltig wird, wie sie im Moment ist. Dass auch hier ein Teil zum Umweltschutz, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz beidrohen. Und dafür sind eine ganz rich Regelungen noch mehr scharf gehen, notamment an der sogenannten Konditionalität. Das heißt, das sind Grundvoraussetzungen, für die der Bauer überhaupt direkt bei helfen kann kriegen. Da sind dann zum Beispiel neue Sachen dabei kommen, aber auch Sachen bestätigt gehen, die man schon zu Lützelburg machen. Notamment zum Beispiel Randstreifen lanscht Flüsse an Gewässer generell, wo kein Pestiziden, wo kein Dünger darf benutzt gehen. Das gilt auch europaweit. Das ist immens wichtig. Ein anderer Punkt ist den, dass es auch kein Boden soll gehen, den nicht bepflanzt, das auch über die Wand. Das ist notamment wichtig, für dass man der Erosion vorbeugen, dass man Nutrimente aus dem Boden ausgewäscht gehen und noch Pflanzenschutzmittel, die gebraucht werden, dass die nicht an Flüsse rumzufinden sind. Dafür wäre es wichtig, dass man das erreichen. Dann haben wir aber auch zum Beispiel festgehalten, dass man 4% von den Flächen, dass Flächen muss sein, wo keine Aktivlandwirtschaft betrieben gehen, das heißt, wo man auch den Boden mal müssen ruhen lassen, das heißt Brachflächen, das ist wichtig, notamment für
Biodiversität anwer auch fir, dat de Boden gesund bleibt. Aber wenn de Boden gesund ist, da brauchen noch Manner Pflanzenschutzmitteln. Und du ass die sogenannte Konditionalität, wat mir auch noch Baseline nennen, verschärft gin. Dat hicht Konditionen fir dat Bauern überhaupt beihilfe kreen sinn verschärft gin. Und zusätzlich schon mal auch in eng Mesure geschafft vun 25% vun denen direkt beihilfen die Bauern können kreen. Die sind auf enger volontärer Basis, dat hicht du gin konkret Programme op nationalem Niveau entwickelt, wo de Bauer da muss mat machen, fir dann überhaupt die Suen zu kommen. Das ist auch wichtig. Ein Bauer muss iwwerzechte von dem wat möchte, muss net nimmen mam Domm vun nur Berufdrecken, man muss vor allem eng Offer machen, die ihn dann noch gern hölt. Dat sind die sogenannten Eco-Regelungen oder Eco-Schemes, wie man doch noch nennen. An 25% vom Budget sollen, wie gesagt, dafür benutzt gehen. Und dann gleichzeitig schon mal an der zweiten Seite von der gemeinsamen Agrarpolitik, das nennen wir die ländliche Entwicklung. Und noch da sollen 35% op Manst von dem Budget benutzt gehen für Umweltprogramme an der zweiten Seil am Development rural zu machen. Und dann etwas wird immer ganz viel kritisiert, die Agrarpolitik wie ze gëtt ass natürlich op den Hektar baséiert, dann erhicht ein Bauer, die ganz viel Hektaren huet, profitiert méi davon. Und das ist etwas, was wir generell wollen ändern. Da gibt es natürlich auch, weil es Unterschiede zwischen den Memberstaaten gibt, gibt es viel Reibereien, das muss ich auch so. Und wir hatten auch eine Deckelung vorgesehen. Die Deckelung ist nicht das einzige, was wir zurückbehalten, wir geben den Memberstaaten Flexibilität, entweder deckeln sie, die direkt beihelfen. Es kann aber auch sein, dass sie so wenn ihr mehr Hektaren habt, dann hast du eine gewisse Degressivität. Das heißt, wenn ihr mehr Hektaren habt, dann kommen auf den Hektaren, die über 200, 300, 400 Hektar hat. Zu Lützeburg gibt es ja so gut wie kein, das muss ich noch dazu sagen, außer verschiedene Genossenschaften, dass ihr dann für die Hektaren, die wo da ganz viel hat, Manner kriegt. Und dann etwas, was man definitiv durchgesetzt hat, dass da eine obligatorische Umverteilung soll gehen. Das heißt, es gibt ein bisschen Wäschgeholt bei denen, die ganz viel haben. 10% muss die Umverteilung sein. Und da können wir eine Umrechnung von den ersten Hektaren machen. Und da profitieren dann natürlich die Kleinbetriebe besonders davon. Und ich meine, das ist auch wichtig. Die brauchen am meisten. Das heißt, Betriebe, die 60, 70, 80 Hektar zu Lützeburg haben, die profitieren noch mehr, wie die ganz groß, die 200, 300 Hektar haben. Und das ist etwas, was auch ganz wichtig war. Da gibt es ja eine Ökonomie, die schnell, die mit Großbetrieben brauchen ein bisschen mehr Unterstützung. Man muss vor allem sicherstellen, dass wir Männer Betriebe verlieren, weil nicht so können wir auch die Landwirtschaft in Europa erhalten. Das ist ein Geschäft, das immens hart ist am Moment, an wo doch so ist, dass wir immer mehr Bauernbetriebe verlieren. Dem Trend muss man entgegenwirken und das ist ganz klar etwas davon. Und dann also da war auch noch wichtig zu sagen, dass heute den ersten Wurf 2025 soll dann aber auch teilweise angepasst gehen, notamment was die sogenannten Öko-Regelungen angeht, weil, wie ihr wisst, da hat bestimmt schon davon erfahren, haben wir auch den europäischen Green Deal dich. Und da könnt ihr für im Sommer nach ein neues Paket, wo notamment neue Mesuren vorgeschlagen werden gehen, und das gibt es auch die Möglichkeit, wie dann 2025 da bei den sogenannten nationalen Strategieplänen einen kleinen Update zu machen, dafür justement die neuen Regelungen, die da sollen kommen, für die dann noch matt an die Rechnung abzuholen. Das ist immens wichtig. Wenn ihr den Green Deal will, dann muss ich noch gucken, dass ihr dann den Update möchte. Auch das wollten verschiedene Fraktionen hier im Europaparlament nicht. Die wollten dann direkt etwas festlegen. Das ist natürlich schwierig. Es muss ich gucken, die Gesetze, die kommen, die muss ich justement mit abbauen, für dann noch justement kohärent und konsistent mit dem Green Deal zu sein. Das hat man probiert zu machen. Das ist, wie gesagt, ein grosser Balanceakt. Wir sind froh, dass durch den Ministerrat mit auf den Weg gegangen ist und dass wir den Akkord haben. Einen soliden Akkord, den muss vom Parlament en fin de compte an der Plenär aufgesehen gehen. Aber die raisonnable Fraktion hier im Europaparlament, das ist meine eigene Fraktion, die VP, mir auch die sozialistische und auch die liberale Fraktion, haben sich geeinigt. Und das ist eine Majorität, die wird stehen. Und es sind alle Kollegen, die da konstruktiv mitgeschafft haben. Vielmals merci, wir haben das heute gemacht für die Bauern, für die Zukunft der Landwirtschaft und auch für die Lebensmittelsicherheit. Weil nicht mehr, wenn wir hier produzieren und wissen, wie wir produzieren, dann wissen wir auch, was auf den Teller kommt. Das ist immens wichtig und davor haben wir es auch gesagt. Ich sage vielmals merci für die Zuhören und hoffentlich bis geschehen bei meiner Sendung, dem Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.